Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dragon Ball Z Kakarot. Nachdem wir in der letzten Folge in das DLC um Bardock allein gegen das Schicksal mitsamt der kleinen Geschichte um Prinz Vegeta abgeschlossen haben, wagen wir uns heute ans fünfte der insgesamt 6 DLCs. Und zwar das 23. große Turnier. Eigentlich machen wir jetzt einen Sprung in die Zukunft, von Bardocks Geschichte aus gesehen, aber wiederum einen Sprung zurück, wenn man sich das eigentliche Spiel anguckt, weil Dragon Ball Z Kakarot begann ja mit Dragon Ball Z und das hier ist noch 5 Jahre zuvor. 5 Jahre, genau, Entschuldigung. So, legen wir los. Dieser Inhalt spielt unabhängig vom Hauptspiel, genau, das soll ja auch so sein. Jetzt bin ich gespannt, wo geht's los? Was? Der böse König Piccolo, der einst die Welt in Anstrengung versetzt hat, hat nichts Gutes im Sinne. Der junge Son Goku stellt sich einfach verzweifelt in Ernsthaft? 泣き叫べ愚かなる人間どもよ悪の恐怖におののくがいいはピッコロ大魔王その昔平和や正義を破壊し恐怖に満ちた世界を作り出した悪の王である。まさに暗黒の時代、人々が希望を失っている中で一人の武道家が大魔王に戦いを挑んだ。武道家はマフーバという技を用い、今日疲れた大魔王はこれに封じられる。長きにわたった魔の時代は終わりを迎えたのである。Fesselungswelle. しかし現代、不届き者によってその封印は解かれ、ピッコロ大魔王は復活してしまった。大魔王とその一味は抵抗する者を根絶やしにするため、武道家たちを手にかけていく。クリリン、チャオズ、そして無天老師、多くの名のある武道家が犠牲となった。抗いようのない恐怖に人々は逃げ惑い、いよいよピッコロ大魔王による悪の統治が迫った。しかしそれでも諦めず大魔王に挑む者がいた。この勝負はどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。Warum habe ich gerade ein bisschen The Legend of Zelda Vibes? Ich meine, der Junge, den Dämonenkönig herausfordert und Piccolo auf Stufe 5. Ja, ist klar, Alter. Ja, der Dämonenkönig Piccolo, Stufe 5. Naja, gut. Es hat ja alles seinen Sinn und Zweck. Die Steuerung ist dasselbe wie zuvor. Es hat einfach jetzt neu, weil. Da steht hier neu, weil es natürlich jetzt ein DLC ist. Was? Schwundtechniken. おめえはオラの大事なものをたくさん奪っちまった。絶対に許せね調子に乗るなよ。 Oh ja, das ist aber definitiv ein bisschen anders. Aber ganz was anderes als ein scheiß Dämonenprinzip. Oh cool, eine Luftwelle. Du gehst mir auf den Sack, Alter. Kann man so einfach gegen den. Son Goku gegen den Dämonenkönig Piccolo. Ja, natürlich auch ein bisschen was von Revenge of King Piccolo, war also das Wii-Spiel. Weil dort haben wir halt auch gegen
Piccolo gekämpft, oder können gegen Piccolo kämpfen. Ich habe es nicht als Beta-Spiel tatsächlich bis jetzt. Was ich längst mal wollte, kann man Let's Plays gemacht, aber kam noch nicht dazu. Das war ein eigener Let's Play. Auf alle Fälle, aber schon mal in der letzten Folge erwähnt, es gibt nicht so viele Spiele tatsächlich, leider, 手こずらせおって な見てろよ wo man halt die gesamte Dragon Ball Spielreihe zocken kann. Ne? Entweder spielst du als King Son Goku bei Revenge of King Piccolo oder spielst als Erwachsener. Aber dann ist halt bereits Dragon Ball Z. So, mal ganz kurz noch konzentrieren. Ist auch ein bisschen anders. この私を相手にここまで戦えたことは褒めてやる。だがその結果貴様は大魔王の大いなる怒りを買ったのだ。 Ein scheiß Move. では死なさんぞ。 Ich bin noch langsam vor せ allem. いぜい苦しみ抜くがいい。 Ja, ich will mal ein bisschen Son Gokus ganze Moves ausprobieren, aber es ist ein bisschen schwierig. Hat er gerade Stein gesagt? Saiyajin gegen Namekianer, hätte man das damals schon gewusst. Aber ganz ehrlich, das... Ja, dass natürlich Piccolo irgendwie kein Mensch sein kann. Aber irgendwie muss man damals schon, oder eben auch, dass Son Goku ein bisschen seltsam ist für einen Menschen. Hinter wegen seinem Schwanz generell. Aber ganz ehrlich, ich meine, dass Piccolo halt so ein, naja, außerirdisch ist, so ähnlich wie Son Goku, damit hatte damals keiner gerechnet. Eigentlich schon den ganzen Kinder, die er ausgespuckt hat, ne? Das waren keine namekianischen Kinder, das waren einfach irgendwelche, ja, Viecher halt. So, Piccolo, es reicht langsam, ne? 終わりだ。気が調子に乗りよって。 Was machst du denn da? Mann, der nervt, ey. Oh, da holen wir ganz kurz mal. Oh, hier bleibt denn noch. Alter, das ist fies. 敗北が近づいてきたらこの私に勝てるわけがないのだ。 Ich muss zugeben, diese Art des Kämpfens ist natürlich jetzt ungewohnt im Vergleich zu Dragon Ball Z und zu den Kämpfen dort, aber ich feier's ein bisschen. Trotz allem. Also 私の作る悪の世界に generell so ein Spiel, jetzt im Stil von Dragon Ball Z Kakarot, wenn man aber wirklich die Dragon Ball Original-Story spielen kann, wäre ich schon dafür. 手の力全部使っておめえよ Wenn wir uns Zeit ausweichen. Nun, sag mal, wo fliegst du hin, Son Goku? Aber ich muss mich wenigstens konzentrieren. Er macht den Scheiß wieder. 王に人間か。 へへほらスポ入ってっから人間じゃねえかもなけんどそんなの関係ねえおめえはオラの手でぶっ通さねえと気が済まねえ突撃だ Die Mundkanone! Ich flieg schon da rein! 惨めにくたばるがいい。貴様がいなくなればいよいよ魔の時代がやってくるのだ。まだ終わってねえぞおめえだけは絶対に許しちゃおけね思い知れ。
natürlich fischt er trotzdem noch. Dieser Arsch mit Ohren. Nein! Oh, das klingt sehr gut. さすがのおめえも動きが鈍くなってきたな。ありえん。こんなことがあるはずはない。 Nur Rang B, ja gut, komm, also muss ich auch ein bisschen erst wieder einspielen, ne? Das spielt schon ein bisschen anders als Bardock noch oder sonst irgendwie bei Dragon Ball Z, ist egal. おのれ。わずかでも動いてみろ。こいつの頭ぐらい一瞬で粉々にできるぞ。貴様たち人間の弱点はその精神的な甘さにある。非常になりきれんやつが悪に勝てるわけがなかろう。形勢逆転だな。貴様は確実に倒しておくぞ。悪の世に邪魔な存在だ。どうすることもできんだろ。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。暗黒の世の支配者に逆らった愚か者よ。死ねー。失敗したな。腕一本残してた。オラのすべてをこの拳にかける。見事と言うしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王は孫悟空によって倒された。Ja, ja, da ist ja schön und gut. Das, was mir gerade jetzt auffällt, das habe ich bis heute nie verstanden. Warum ist Piccolo explodiert? Er wurde durchbohrt. Ich habe noch nie einen Namekianer gesehen, seit der Piccolo, der explodiert ist, weil er irgendwie ein Loch in der Brust hatte. Ist ja kein Cyborg oder so. Gut, bei Cell, ja gut, Cell ist ein gut, da ist sowieso nochmal ein anderer Fakt. Aber trotzdem, macht irgendwie gar keinen Sinn. 恐怖に沈み込んでいた世界は活気を取り戻し、人々は平和の尊さをかみしめた。しかしその平和はひとときのものかもしれない。 Kommt jetzt direkt schon die Überleitung zu den Cyborgs in Future Trunks Ära. Weil im Prinzip ist es ähnlich. Aber gut. ピッコロ大魔王はその死の間際、己の意志を継ぐ者を生み出し、悪がついえることを阻止していたのである。ピッコロ大魔王の生まれ変わりが動き始めるのは3年後の
天下一武道会。次なる脅威に立ち向かうため、悟空は神のもとに向かい、そこでさらなる強さを求めて修行を開始する。ドラゴンボールによってピッコロ大魔王に殺された仲間たちも復活し、天下一武道会に向けて各々の厳しい錬磨は続けられた。そして3年の月日が経った。Ja, ja, Freunde, das Tenkaichi Budokai. Genauer gesagt das 23. Hmm. 遅いですね、皆さん。あら、お二人さん、久しぶりね。お久しぶりです。ブルマさん、それにウーロンさんとプーアルさんも。いやいやいや、こりゃたまげたわい。ますます女らしゅうなりよって。亀じいさんは変わってないわね。なあ、他のやつらは？私たちずいぶん前からここにいるんですけど、まだ来てないみたいです。ヤムちゃんのやつはどうしたんじゃ？一緒ではなかったのか？それが、ヤムチャ様は西の都に帰ってきてすぐ一人で修行の旅に出てしまったんです。私を置いてね。はっはっはっはっは。ヤムちゃんもか。クレリンのやつもそんなことを言って修行に行きよったわい。よほど3年前の悟空に刺激されたんじゃろうの。まあな、あいつってばあのピッコロ大魔王を倒すほど強くなっちゃったもんな。今考えても信じられないわよね。あのチンチクリンの孫君が世界を救うだなんて。なあ。おつ。ウルマ、お主の知り合いか？いいえ。じっちゃん、生きてってよかったな。みんなも元気そうだ。クリリンやヤムチャや天津飯たちはどこだ？もう予選会場に行っちまったんか？まさかあんた孫君？何言ってんだ、当たり前だろ。おお、よかった。雨が小降りになってきたぞ。嘘だろ？本当に悟空なのか？なんだよ、こいつ頭に巻いてっかわかんねんか？取ってやら、よく見ろよ。どうだ、間違いねえだろ？その髪、確かに悟空だ。それよかさ、プルマとじっちゃん縮んじまったんじゃねんか？あんたがでかくなったのよ。そういや、背伸びたかもしんねえな。それにしてもこいつはたまげたわい。よっほー。そこんとこでちょうどみんなと会ってさ。お久しぶりです、無天老師様。あまり反応がないな。驚いてるんですよ、僕たちの変貌ぶりに。見てくださいよ、無天老師様。私などこんなに背が伸びちゃって。元気そうだな、クリリン。これでみんな揃ったな。お前まさか悟空か？おう。悟空！この野郎、会いたかったぞ。ちっとも礼が言えなかったじゃないか。あれが悟空か？そうらしいな。本日の天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく受付を締め切ります。
出場登録がお済みでない方は急ぎ受付を行ってください。繰り返します。本日の天下一武道会に出場される選手はそういえばお主らは登録を済ませておらんかったな。せっかく厳しい修行をやったのに受付し忘れて大会に出られないとなると泣くに泣けんぞい。あ、悟空、お前もまだなんだろ。さっさと済ましちまおうぜ。再会の戦士たち、第23回天下一武道会始まる。Bin ich gerade der Einzige, der das Gefühl hat, es sei irgendwie zurück im Anime oder so? Also ich dachte gerade wirklich kurz Moment, das könnte genauso gut eine Anime-Folge sein. Eieieiei, ach die gute alte Dragon Ball Zeit, das weckt Erinnerungen. Stufe 13, ja immerhin. Seelenabzeichen, das ist ja nichts Neues. Und die eigentlich gar nicht mehr so nutze, weil sie meiner Meinung nach sind zwar schon cool auf eine Art und Weise, zum Sammeln vor allem, zum Ausrüsten bringen sie zum Teil ja auch einen unfairen Vorteil, muss man ganz ehrlich zugeben. Das heißt unfair, vielleicht das falsche Wort, aber es bringt dann einen gewissen Boost und so, das kann man machen. Finde ich nicht unbedingt nötig. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Man kann mal ganz kurz vergleichen, wie eigentlich so ein Goku. Ja, der Blick wird schon ernster, das Kinn, das Gesicht ein bisschen kantiger. Und hier geht es eigentlich noch. Und vor allem wird er viel muskulöser noch, ne? Tja, Freunde, 3 Jahre sind vergangen. Seit dem Kampf gegen Oberteufel Piccolo ist im Deutschen lesen. Ich muss zugeben, mir gefällt eine durchschnittliche Übersetzung mit Oberteufel Piccolo besser als Dämonenkönig. Dämonenkönig, sorry, aber das habe ich zu sehr mit Zelda in Erinnerung. Egal ob es jetzt Ganondorf ist aus Tears of the Kingdom oder anderen Dämonenkönige, die gab es natürlich auch im Verlauf der Zeit, und vor allem den Todbringer. Aber egal. Bevor ich wieder loslege, ich wollte ganz kurz gucken, was Son Goku ganz so viele Moves drauf hat. Gut, das war irgendwie klar. Die Sonnenfaust, ja. Erstschlag Kamehameha. Ja gut, das macht Sinn. Wissen, er hat kein Wissen. Jetzt singen die Krieger noch Super Kamehameha und so, okay. Oh, warum? Natürlich die Kugel nicht übernommen, wa? Da muss ich alle wieder selber sammeln. So, ich nehme mal an, Transformation selbst habe ich eigentlich nicht hier, wa? Klar, mal die Ryuken eingesetzt. Limit Breaker kam, der hatte irgendwie eine Transformation. Ja, vielleicht sowas wie Bardock halt auch hatte, ne? Naja. Kommt noch, Freunde, kommt noch. So. Mit allen sprechen. 今からドラゴンボール集める羽目になった子だったぞ。それにしても悟空、とにかく久しぶりに会えて嬉しい。Ja, er ist ein bisschen gewachsen. あのピッコロ大魔王を倒したお前がさらに修行を積んでから。オラもだ。 Erwachsen geworden stimmt in dem Sinne sogar, weil Son Goku ist mittlerweile 19. Also ja, ich meine, man hat im Verlauf von der Dragon Ball Geschichte schon gesehen, wie er, glaube ich, vom ursprünglichen 12-Jährigen, dann war er 13 im ersten Turnier, 16 beim zweiten, jetzt hier beim dritten. Ist er eben 19. Und da hat man schon die Veränderung gesehen, ne? Eben so von 12 zu 13 zu 16, aber den Wachstumsschub hat er eigentlich nie. Aber jetzt in den letzten 3 Jahren, das ist schon krass, wobei das hatten wir bei den anderen Saiyajins ja auch, ne? Sei es jetzt Trunks, Son Goten oder Son Gohan. Bei denen hat alles irgendwie erst mit 17 so angefangen. Ich wollte gerade auch sagen, ein bisschen ist eine Untertreibung. ピッコロ大魔王から世界を。私もブルマさんやヤムチャさんと手助けに行ったんですけど。悟空や、お主のおかげで。なんていいおじちゃん。本当に強くなったの、悟空。もちろんだ。あの孫くんが。自分じゃ気にしたこともねえよ。それより
ピッコロ大魔王を倒してみんなを生き返らせて。悟空さんが神様の僕を置いて一人で。 Alle bedanken sich erstmal. よくあん時はほら俺なんて死んだみんなの体を探す。そんでみんなが無事。悟空 Tja dann. Ich nehme natürlich an, dass wir trotzdem eine Sidequest haben. Ich glaube, vorhin müssen 6 Stück insgesamt sein sollen. Aber alles nach und nach, ne? あなたも天下一武道会に出場で Dich nicht nur den Kampf anmelden. Ja, DLC ist vorbei, Freunde. 登録お Tschüss. 願いしますよ Wir sind schon 20 Minuten haben überlegt, im Vergleich zu Bard, zum DLC von Bardock vielleicht ein bisschen kürzer von mir zu machen. Die Anmeldung müssen wir noch hinkriegen は in い der は Folge. い出場ですね名前は孫悟空さんですねはいこれで受付完了ですそれでは優勝目指して頑張ってください Es ist endlich Zeit für das 23. große Tenkaichi Budokai. Kurz nachdem sie Son Goku und seine Freunde angemeldet haben. では本日の天下一武道会に出場される選手の皆様まもなく予選を行いますので競武館の方にお集まりください早速始まるみたいですね。なあじっちゃんいつもの道着持ってきてくれたか何を言っとるか。お主たちは皆もう立派にそれぞれの道を歩いておる。いつまでも亀仙流の道着を着ることもなかろう。さあ頑張ってこい。信じらんないわ、あの孫くんが。結構いい男になっちゃったりしてさ。け浮気っぽい女さてどれほどの力を身につけたのかじっくり見させてもらうぞ。じゃーんどうだどうせ無天老師様今回は仮面川流のユニフォームをくれないと思ってさ俺道着屋で作ってもらったんだ考えることは一緒だな。ヒヒヒオラもだよ。なんだよ俺だけ目立とうと思ったのによなんだ悟空どうかしたのかあいつバカなまさか来たなピッコロ大魔王。悟空あいつまさかピッコロ大魔王の手下の生き残りか。そんなようなもんだな。でもみんなには内緒な。そんなこと分かったら大騒ぎになっちゃうからさ。あの雰囲気はただもんじゃないな。知ってるやつなのか？いやあいつ強そうだなって言ってたんだ。孫悟空。誰だおめえ。バカなんだあいつ。悟空今のはむちゃくちゃ可愛い子じゃないかよいつの間に知り合ったんだよ知らねえって。ほらあんなやつ会ったことねえもん。嘘言えそういう雰囲気じゃなかったぞこの野郎お前本当に神様んとこで修行してたんだろうな本当だって。選手の皆様お待たせしましたほら始まるみてえだぞ。ちくしょう後で詳しく聞かせてもらうからなめえったな。ただいまより予選を行いますので中央にお集まりください
Und das ist der perfekte Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Mit einem kleinen Cliffhanger. Freunde, wie wir das Turnier bestreiten werden, welcher Form auch immer. Ob es wirklich auch so ein richtiges Knockout geben wird. Ne? Also wenn wir aus dem Ring rausfliegen, dann ist Game Over und wir nochmal von vorne anfangen. Das und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge zurück bei Dragon Ball Z Kakarot, dem 23. großen Budokai Tenkaichi. Tenkaichi Budokai, Entschuldigung. Falsche Reihenfolge. Ist ein anderes Spiel. Bis dahin, tschüss.